Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blastingenieur. Guckt mal, ich habe meinen Double-Strike gestrumpft. Und jetzt hat sie bloß einen neuen Lauf. Ja, Spaß ist so Jolt-Dingens da. Ja, ganz witzig. Aber das haben wir auch eher gekauft, weil es halt echt cool aussieht. Also, und ich mag die Double-Strike sowieso von der Optik her und von allem. Da bin ich mir überlegen, ich bin immer kurz davor, das Hebel abzureißen. Ich mir denke, ich bin so gewöhnt, dass das da von oben. Aber das müsste eigentlich. Das bin ich immer noch mal überlegen. Das hätte ich eigentlich gar nicht, dass das wirklich mit dem Hebel geht. Ich meine, das ist ja kompletter Blödsinn, aber das ist das Hobby allgemein. Also das ist ja nichts, was man so unbedingt braucht. Das ist da einfach ein bisschen was, ja, um sich zu beschäftigen, um ja, einfach auch um Spaß zu haben, um ein bisschen zu basteln und den Kopf auch ein bisschen frei kriegen. Aber wollte eigentlich an der Double Strike selber weiter basteln, weil da haben wir das letzte Mal den Hebel eingebaut. Und ich geht jetzt schon ganz gut, aber da ist der Spalt ein bisschen zu neu für den großen Hebel. Und dann müssen wir da habe ich da nochmal ausgedruckt. Diesmal, weiß nicht, ob man sieht, da die Fläche ein bisschen kleiner gemacht. So da, das kleiner. Und bei der Gelegenheit auch mal die Löcher anpasst. Und ihr seht, der Hebel selber ist eine ganze Ecke größer. Also das habe ich noch nicht getestet, ob das jetzt mit meiner Hand passt oder ob ich das dann so leichter spannen kann, weil da ist halt schon, wenn man das so in der Hand hat, auch, weil ja eigentlich so muss ich gucken, vielleicht nochmal nach runter versetzen oder so, ein bisschen drehen noch. Aber ja, alles nach dem anderen. Habe ich jetzt erstmal das gemacht. Jetzt gucken wir mal, ob es erstmal gescheit reinpasst. Ja, und der Double Strike hat mir jetzt auch schon viel Spaß gehabt. So oft, wie wir die jetzt auf und zu gemacht haben und ja, dran rumgeschraubt und da. Das ist halt. Aber mir geht es ja ums Basteln. Und ich hoffe ja euch auch. Ich will ja euch gerade zeigen, dass man Dinge einfach reparieren kann und modifizieren kann. So wie man es halt gerade, so wie man es haben will, da einfach. Also, das ist ein bisschen so meine Philosophie. Kauft sich die Dinge, die ungefähr passen. Und das, was mir nicht passt oder was halt hergeht, das macht man wieder so, dass wieder Gott oder das halt auf euch passt. Also es dem entspricht, was man so gerne hätte. Also wenn man es komplett modifiziert kaufen, das ist teuer. Und bloß mit dem zurechtkommen, was man halt so kriegt, finde ich auch ein bisschen langweilig. Also muss schon die Möglichkeiten nutzen, aber die Dinge an sich anzupassen, so wie man es gerne hätte. So, oder das Stiefel da rein. Das geht ganz gut. Dann müssen wir die Stiefel wieder rausdrücken. Dann nehmen wir so einen Torx-Schraubenzieher. Der hat vorne recht flaches Profil. Das drückt. Oder nehmen wir der größere. So eine Stammschraube. Gut. Jetzt. So, das aus. Kann man das da gleich rein. Oh, das geht da durch wie Buchbutter. Das ist ja klasse. Ja, die anderen haben wir immer alle aufgebrochen müssen. Das hat nicht so geklappt. Also das ist jetzt so gut. Das ist aber, ja, ich weiß nicht, vielleicht haben die Leute das halt für ihren Drucker konstruiert und der ist halt ein bisschen, oder vielleicht ein anderer Druck. Ich weiß es nicht, warum ich da manchmal Probleme habe mit den Drucker, dass da die Modelle nicht ganz so passen oder. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wohl wisst. Also das Originalmodell, das verlinke ich euch unten wieder. Das weiß ich nicht, vielleicht lade ich das irgendwann mal irgendwo hoch. Das muss ich mal gucken, wie man das macht.
Bisher habe ich da noch nichts. Kann ich mal gucken, vielleicht kann ich das dann zugänglich machen, die verschiedenen Versionen, die ich da habe. Oder die ich auch noch habe, wart. So, rein mit dir. Das ist, ach, das Fädel, das muss da natürlich, sonst geht es nicht. Nein. Ja, komm. So, jetzt ist gegangen, sagt der Hosenscheißer. Das hat sich halt auch ein bisschen eingeschliffen. Ja, das hätte ich vielleicht noch anpassen sollen. Das ist halt bei dem auch noch nicht viel besser. So. Jetzt holen wir das Gummi wieder. Was auch gescheit geschützt ist. Dafür ist das Gummi nämlich da. Das wisst ihr ja, Gummilas, gell? So. So, da. Das Viertel da, dass man natürlich auch unsere taktischen Accessoires dran basteln können. Weil so ein Blaster braucht später auf jeden Fall Zielfernrohr. Also das ist klar. Da habe ich auch was gefunden, aber das, ja, das passt halt nicht ganz, weil der Blaster ein bisschen speziell ist mit dem Hämmerle. Das ist klar, dass das habe ich da schon dran montiert mal. Aber da bin ich dann ins Hämmerle nicht mehr nachgekommen. Ja. Oh, das weiß ich jetzt gar nicht, wie viel die. Ach, das müssen wir vielleicht auch nicht ganz so festschrauben. Das ist halt doch. Ah, das ist ganz oben. Ich habe die Aussparung. Ah, scheiße. Ich habe das. Ja. Gut, das ist halt auch. Das ist auch ein bisschen ein Problem mit der Stützstruktur. Die lässt halt ein bisschen Reste da und dann ist dann halt doch nicht ganz der Abstand, den man eigentlich in der Zeichnung hat. Und ja. Aber das ist halb so wild. Das ein bisschen Nacharbeit muss da schon sein. Das ist halt ganz normal, denke ich. Muss ich dann vielleicht mit der Veredelung nochmal drüber gehen. Oder ich mache es beim nächsten Modell. Das kann jetzt schon sein, dass ich da das Hämmerle ein bisschen anders mache. Das ist ein bisschen anders gestaltet. Oder mache ich, wenn ich das Modell dann anpasse, dann kann ich so eine Kleinigkeit auch mitmachen. Also ein bisschen locker machen, dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Luft. So. Wunderbar. Eieiei. Das macht einfach Spaß. Hey, ich muss ehrlich sagen, weil ich da an dem so viel rumbastelt habe, das ist ja einer meiner Lieblingsblasters. Das ist halt, ja, wenn man ein paar Mal was zerlegt und selber dran rumbastelt, das ist halt einfach was anderes. Das ist dann halt einfach irgendwann mal das eigene dann und nicht einfach nur irgendwas, das aus der Fabrik kommt, sondern dann gehört es einem halt auch wirklich, denke ich. Also so ganz ideal ist nicht. Guck, da sieht man, das ist sogar eher ein Ticker schlechter. Oh, ja. Sieht cooler aus, aber es ist halt von Daumen. Da soll es eigentlich sein. Dann wäre es ideal. Ja, ich bin nachher auf der Tablet liegen.
Aber kann man mit 2 Handy. Das ist dann. Da. Kaueule. Ah, die sieht schon cool aus. Das muss man den Blaster schon lassen. Das sieht schon verdammt cool aus. Ja, da. Aber wenn man da Ziel von rohren, dann muss ich halt gucken. Das darf halt, das sie da hat, da guckt, da ist halt, das muss dann halt schon recht kurz sein, also der Finger nicht im Weg ist. Weil das dürfte mit dem jetzt schon besser sein. Und dann basteln wir für das auch noch Ziel von Röhrle. Also das, oder irgendwas da oben drauf, ich weiß nicht. Oder irgendwie, das denke ich mir, das muss doch gehen, dass man das mit dem Hebel spannen kann, dass man dann so weit runterdrückt, dass das einrastet. Und dann schießt man dann. Ja, Ideen haben wir genug. Bräuchte nur manchmal ein bisschen mehr Zeit dafür. Aber lasst ein Abo beim Kanal da, das unterstützt mich. Habe ja irgendwann mal mehr Zeit für sowas und kann mir das irgendwann mal auch leisten und kann ich dann besser unterhalten. Also von daher, unterstützt den Kanal, unterstützt das Hobby und alles. Ich wünsche euch auf jeden Fall frohes Bestle. Euer Blaster-Ingenieur.